Herzlich willkommen bei uns im Doktorenhof. Mein Name ist Wiedemann Schön, dass du dabei bist. Ich möchte jetzt ein bisschen was erzählen über die Bauernregeln, weil wir haben in der Pfalz unsere eigenen Bauernregeln. Der Woi ist daheim, der Herbst ist rum, es ist jetzt ein Advent und zum Advent gibt es Bauernregeln. Und die möchte ich dir gerne vorlesen, weil die Bauern haben ja früher nicht die Wetterprognose, gerade so wie man sie heute hat, dass man das weiß, was im Ende Dezember passiert oder nicht passiert, stimmt das sowieso oft gar nicht. Und die Bauern sind einfach dort drauf hingegangen, wie war das Wetter am Tag, und dort noch hat man sich gerichtet. Es gab ja verschiedene Lostage, es gab verschiedene Namenstage und immer so ist das immer so weitergegangen, dass man die Tage genommen hat, geachtet hat, wie das Wetter ist an dem Tag, und so hat man dann für die nächste Zeit das Wetter dann quasi vorausgesagt. So, wir sind jetzt ja im Advent. Wenn in der ersten Adventswoche strenges, kaltes Wetter herrscht, so soll es noch 18 Wochen halten. Wird es im ersten Advent sehr kalt, hält es Eis bis 6 Wochen bald. Kält in der zweiten Adventswoche dauert auch die andere noch. So kalt wie im Dezember, so heiß wird es im Juni. Stellt der Donner sich im Dezember ein, wird es nächstes Jahr nass und windig sein. Wenn im Dezembermond nicht Frost kommen will, so kommt er gewiss noch im Monat April. Und dann wissen wir schon, was im Monat April passiert. Wo es jetzt nicht windet, wird es auch nicht Sommer. Geht St. Barbara im Grüne, kommt das Christkindl im Schnee. St. Barbara ist der 4. Dezember. Da kann man auch Barbara-Zweiche stellen. Wir gehen dann raus und holen dann einen Kirschenbaum, beste die wilde Kirsche oder Holuna, und dann schneiden wir das ab und stellen es neu. Und am Weihnachtsabend, also am Heiligabend, sind dann die Blüten da. Das ist ganz nett. Ist Barbara schneeweiß, wird es Frühjahr mild und der Sommer heiß. Rächen's an St. Nikolaus, wird der Winter streng und kraus. Wie sich die Witterung vom Christtag bis Heilig König verhält, so ist das ganze Jahr bestellt. Weihnachten im Schnee, Ostern im Klee. Doch, Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. Also besser ist es, dass Weihnachten im Schnee ist, dann kriegen wir nämlich auch schöne Ostern und eine warme Ostern. So, und das sind die Aussichten jetzt für das nächste Jahr. Warten wir mal ab, was kommt. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und ich wünsche euch danach eine schöne Weihnachten. Machen's gut und bleiben wir gesund. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht noch das Jahr oder auch das nächste Jahr. Euer Josh vom Doktorenhof. Danke.